Ja, wir haben heute das Thema, das ist der Gipfel. Ich habe noch einen bekommen. Ich hoffe, ihr habt auch genug bekommen. Wirklich der Gipfel, oder? Ich habe in diesem Hope-Magazin diese spannende Geschichte von diesen Gipfeln gefunden. Viele haben das sicher schon gelesen, oder? Da ist dieser Bergsteiger, der Adrian Zurbrügg, der macht die ganze Zeit so verrückte Rekorde. Da steht in diesem Bericht, 10 Gipfel in 37 Stunden, historische Überschreitung in den Alpen. Also ich habe das ein bisschen gelesen und geschaut, was der so gemacht hat. Das ist völlig verrückt. Also es ist nicht in der Uetliberg gemeint, sondern die hochalpinen Gipfel da mitten im Bernbiet. Oder zum Beispiel schreibt er da, er hat verschiedene Geschwindigkeitsrekorde, zum Beispiel die sogenannte Swiss Skyline Route über Eiger, Mönch und Jungfrau in 3 Stunden und 8 Minuten. Also ich habe schon länger, bis ich mit der Jungfraubahn auf dem Jungfrau oben bin. Oder dann mit 8 Jahren war er schon auf seinem ersten 4000er. Finde ich völlig verrückt, die Gipfel, die er da besteigt, die Rekorde, die er macht, was da alles, so diese Berge und so weiter. Und ich finde das interessant. Verschiedene von euch haben schon erzählt, sie waren auf Gipfel. Jeder von uns könnte so ein Gipfelerlebnis wahrscheinlich erzählen. So schön, wenn man auf den Gipfel kommt und die Aussicht hat, oder? Und das hat es geschafft, die Herausforderungen und den Abstieg denkt man noch nicht in dem Moment. Ist cool, oder? So ein Gipfel besteigen, richtig etwas Schönes. Es ist ja aber auch interessant, dass es im Leben ganz andere Arten von Bergen und Gipfeln gibt. Und die deutsche Sprache ist ja ein sehr lebendiges Zeugnis davon, dass es ganz andere Gipfel auch noch gibt, ganz andere Berge. Es gibt ja so Berge, die sucht man sich, oder? Der Berg ruft. Das ist eine Herausforderung, die man sich sucht und findet und man versucht, das zu schaffen. Wir als Familie sind vor kurzem umgezogen. Da haben wir uns bewusst dafür entschieden. Das war aber auch ein bisschen ein Berg zum Besteigen. Es hat sehr viel Arbeit gegeben. Als es endlich fertig war, waren wir richtig happy und haben gar noch nicht an den Abstieg gedacht. Und wir sind immer noch dran mit Kisten biegen und zweigen und so weiter. Das wäre so ein Beispiel für einen Berg, für den man sich entscheidet, wo man ein Ziel hat und das erreichen möchte. Aber gerade auch unsere Sprache zeigt ja, dass es auch andere Berge gibt. Zum Beispiel, wenn man irgendwo losgehen will und einfach nicht vorwärts kommt, ich stehe am Berg. Es läuft nicht mehr. Oder wenn die Berge zu Hause immer größer werden. Ich habe einen Berg Arbeit. Sagt man oft, wenn man überfordert ist, nicht mehr weiß, damit umzugehen. Ich schiebe den Berg vor mir her. Man ist irgendwie unterwegs, aber man bekommt ihn einfach nicht weg. Aber auch wenn es wieder aufwärts geht, zum Beispiel wenn man aus einer Depression herauskommt, es geht bergauf. Oder ein sehr schönes Wort, wenn man aus einer Krankheit kommt oder so. Und sagt man, ich bin über dem Berg jetzt. So, das ist so tief verankert, dieses Bild des Berges im Alltag. Und auch da können wir sagen, es gibt viele so Berge, die suchen wir uns nicht. Schicksalsschläge zum Beispiel, irgendwelche Herausforderungen, Krankheiten. Vielleicht dürfen wir 2, 3 praktische Beispiele hören von so Alltagsbergen, die man sich nicht sucht, die jemand schon erlebt hat oder jetzt erlebt. Gibt es 2, 3 Beispiele? Arbeit ohne Ende. Arbeit ohne Ende? Die Katzen, zuerst Jö und dann ein Berg Arbeit. Ja? Depression, verlassen dürfen und fröhlich sein dürfen. Wahrscheinlich könnte hier auch jeder so einen Berg benennen, wo man plötzlich vorne dran steht. Und wir sind ja hier heute an Ostern. Euch erwartet eine Osterpredigt. Und gleich schon von Anfang an, es geht heute nicht darum, dass ich sage, wenn man an Jesus glaubt, mit Jesus ist so alle Berge weg und es ist plötzlich alles viel einfacher, weil das stimmt nicht. Ich würde sagen, alle Menschen, egal wie christlich man ist oder wie atheistisch man ist oder was man sonst irgendwie ist, alle Menschen haben so Alltagsberge.
Alltagsherausforderungen. Und ich habe in diesem Artikel hier noch andere spannende Dinge entdeckt. Zum Beispiel schreibt er da über seinen Bergsteiger, seine Rekorde: Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich mit dem Tod bezahle, wenn Fehler passieren. Also in diesem Metier macht man sich offensichtlich auch Gedanken nicht nur über das Leben und die Berge, sondern auch über das Sterben. Das ist etwas, was da ganz nahe ist. Das kommt man nicht drum herum. Er schreibt von einem Erlebnis, das er hatte: Wir gerieten am Eiger in ein Gewitter und mussten in der Wand ausharren. Hat das jemand auch schon erlebt? Eiger Nordwand, Gewitter? Keine Meldungen? Hätten wir uns nicht halten können, wären wir über 1000 Meter abgestürzt. Ich habe gedacht, hast du wenigstens noch Zeit für ein letztes Gebet. 1000 Meter. Er bezeichnet es als Wunder, dass er und sein Begleiter diese Situation heil überstanden haben. Also auch wenn man alles plant und kalkuliert und Risiko versucht zu vermeiden, manchmal kommt man in Situationen hinein, wo man irgendeinen Halt braucht, dass man nicht abstürzt, oder? Hätten wir uns nicht halten können. Dann schreibt er noch von einem ganz anderen Erlebnis. Er schreibt hier: Als sich mein älterer Bruder das Leben nahm, beschäftigte mich der Gedanke, mir darf nichts passieren, damit meine Eltern nicht noch ein Kind verlieren. Er habe gehadert, aber der enge Familienzusammenhalt, sein intaktes Umfeld und der Glaube, dass es nach dem Tod weitergehe, hätten ihm auch Hoffnung gegeben. Also plötzlich spricht er ein Thema an, das Thema Sterben, das Thema Tod und das Thema, das ihm darin etwas Halt gibt. Und ich weiß nicht so, wie das Thema Glaube an Jesus und so, wie das jeden Einzelnen irgendwo identifizieren kann oder nicht. Aber vielleicht können wir uns in diesem Punkt einig sein. Das Sterben und der Tod gehört wahrscheinlich zu den größten Bergen für uns Menschen. Das ist etwas, da kann man keine Erfahrungen sammeln. Etwas, das kommt unweigerlich. Etwas, wo man nicht hingehen kann, nochmals zurück, wo man mal schauen kann. Etwas mit viel Ungewissheit. Vielleicht könnte man sagen, das ist der größte Berg, der uns bevorsteht. Mit anderen Worten würde ich sagen, wenn es irgendetwas gibt, das bei diesem Thema Tod und Sterben Halt gibt, das diesen Berg bezwingen vermag, dann muss das ja auch genug stark sein, dass es für unsere alltäglichen Berge Halt geben kann. Und damit sind wir ganz beim Thema von Ostern von heute Morgen. Ostern ist ja der Tag, wo wir daran denken und uns erinnern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wir nehmen uns einen Moment Zeit, um diese Geschichte hineinzugehen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Wir haben da diesen Berg von Golgatha. Es ist nicht so ein hoher Berg, aber ein sehr entscheidender Berg in dieser Geschichte, was da passiert ist. Wir haben letzten Freitag, Karfreitag, daran gedacht, wie auf diesem Berg Jesus verurteilt und ans Kreuz genagelt wurde. Und das ist so diese Geschichte von diesem Jesus, von diesem Gott, der Mensch wurde, der ins Böse dieser Welt gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu laden. Ich habe hier so einen Rucksack, der ist nicht voll mit Proviant, der steht hier unten, der Proviant, sondern er ist voll mit Gewicht und Lasten. Und das ist diese Geschichte, dass wir als Menschen unterwegs sind und in unserem Leben Gewicht anhäufen, Sachen aufbucken auf unseren Rücken, die schwer lasten können. Ich denke zum Beispiel an unsere Lügen, an böse Worte, vielleicht an falsche sexuelle Aktivitäten oder sogar Gedanken, andere Dinge, die wir wie eine Last durch unser Leben tragen. Und jetzt ist dieser Jesus gekommen und hat gesagt, ich nehme euch diese Last ab, ich nehme diese Rucksäcke von euch und ich
er nehme das Urteil auf mich, das man mit so einem Rucksack verdient. Das gerechte Urteil, nämlich die Todesstrafe. Und so ist Jesus ans Kreuz gegangen, ist dort gestorben. Manchmal sagt man, musste Jesus wirklich am Kreuz sterben? Das Spannende ist, er musste nicht, er wollte. Philipper heißt es, er hat sich selbst erniedrigt. Das ist der größte Liebesbeweis, den es gibt. Oder sag mal, ich als Vater, aus Liebe wäre ich bereit, mein Leben für meine Kinder aufs Spiel zu setzen. Also kurz, Karfreitag, was da passiert ist übrigens etwas, das ist historisch unbestritten. Es gibt diese vielen Augenzeugenberichte in der Bibel, die sehr genau überliefert sind. Es gibt aber auch außerhalb der Bibel verschiedene historische Zeugen, die davon berichten. Ein römischer Historiker, Tacitus zum Beispiel, schreibt davon. Ein jüdischer Historiker, Flavius Josephus, schreibt davon. Ein kritischer Forscher, John D. Crossan, er sagt dazu, dass Jesus gekreuzigt wurde, ist so sicher, wie etwas Historisches überhaupt belegt sein kann. Also da sind sich sogar kritische historische Forscher einig, dieser Jesus, die Quellenlage ist so gut, der muss gelebt haben und wurde hingerichtet. Und jetzt ist es spannend. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir sind ja nicht am Karfreitag, wir sind an Ostern. Da war eine Gruppe von Leuten mit Jesus unterwegs, seine Jünger. Verschiedene andere Leute auch Frauen waren dabei. Und als das passiert ist, die standen wirklich vor einem Berg. Oder wahrscheinlich vor einer eigenen Nordwand, für die, oder fünffach, oder? Für die ist in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen. Wir lesen da ganz spannend im Markus-Evangelium, wie es diesen Leuten gegangen ist in dem Moment. Da lesen wir auch von einem Berg. Als Jesus da gefangen genommen wurde und so weiter, heißt es dann, da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur ein leichtes Untergewand aus Leinen. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann konnte nackt entkommen. Muss man nicht alles sich bildlich vorstellen? Da war man in dieser, das ist eine unglaubliche Szene, oder? Die waren mit Jesus unterwegs, die kannten ihn, Jesus war ihre Hoffnung. Sie haben gedacht, jetzt kommt alles gut. Der Jesus ist ja wirklich unser Erlöser, unser Befreier. Er macht uns frei von diesen Römern und er bringt noch das Leben von Gott und so weiter. Und jetzt wird dieser Jesus verhaftet. Wir rennen davon, auch wenn es Füdli Blut ist, das Weite suchen. Wir lesen später von Judas. Jesus hat so um ihn geworben und er hat den Weg gewählt, dass er sich selber erhängt hat vor Schreck. Wir lesen von dieser Szene unter dem Kreuz. Wahrscheinlich haben die Jünger von fern zugeschaut. Auf jeden Fall wird nur einer erwähnt, der dabei war. Irgendwie hatten die richtig den Schiss in der Hose, sind abgehauen, waren durcheinander, standen vor dem Berg, wussten weder ein noch aus, waren wahrscheinlich völlig verwirrt. Früher einmal, als Jesus mit ihnen unterwegs war, fragte er sie, was haltet ihr von mir? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus hat gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Also irgendwie haben sie gewusst, bei Jesus ist ewiges Leben und jetzt hängt er am Kreuz. Und sogar der Petrus, der das hier gesagt hat, steht dann da und behauptet dreimal laut und fest, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Nein, ich habe nichts mit dem zu tun. Nein, nein, nein. Und verleugnet Jesus dreimal. Wir lesen später, Johannes 20, 19, wie sich diese Gruppe von Leuten vor Angst eingeschlossen hat. Ist übrigens ein guter Hinweis für die genaue und authentische Überlieferung der Bibel. Das berichtet hier nicht von großen Helden, die da, weiß auch nicht, was für Heldentaten vollbracht haben, sondern ganz ehrlich von Leuten, die völlig am Ende waren. Sie haben sich eingeschlossen, die Türe zugemacht, hatten Angst. Die waren ein Häuflein Elend und für sie muss gerade alles bachab gegangen sein, nur noch bergab. Springen wir ein bisschen vorwärts. Diese Gruppe von Leuten beobachten wir ein bisschen. Jetzt kommt der Ostermorgen. Der Bericht, dass Jesus auferstanden ist, klingt schon sehr speziell. Kann das überhaupt sein?
Und wir lesen hier in Markus 16, wie das dieser Gruppe von Leuten ergangen ist. Da heißt es, Vers 9, Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Ganz nüchtern wird das einfach so berichtet. Es begegnet Jesus dieser Frau. In anderen Evangelien lesen wir, dass er auch noch anderen Frauen begegnet ist. Aber die Jünger zum Beispiel, Petrus und Johannes, die auch zum leeren Grab geeilt sind, die haben ihn nicht gesehen. Lesen wir weiter. Diese Frau jetzt, Maria von Magdala, sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichteten ihnen, Jesus lebt! Ich habe ihn gesehen! Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Also zuerst habe ich mal gestaunt, die weinten und trauerten um Jesus. Das war jetzt 3 Tage her. Da wissen wir, was sie jetzt gemacht haben, 3 Tage lang, oder? Und dann glaubten sie nicht. Sie haben irgendwie gedacht, nein, das kann nicht sein. Der Tod ist etwas Endgültiges. Wenn dieser Berg kommt, der kann nicht bezwungen werden. Dann geht es weiter. Danach erschien Jesus 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Im Lukas-Evangelium lesen wir diese Begebenheit mit diesen 2 Emmaus-Jüngern und wie plötzlich ihnen das Herz gebrannt hat und sie vor Begeisterung zurückgekommen sind. Das heißt dann, sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Eine sehr spannende Szene, oder? Und ich glaube, vielen von uns geht es genauso. Also ich kann mich mega gut mit diesen Jüngern identifizieren. Ich hätte es wohl auch nicht geglaubt. Da kommt einer und sagt, ja, der war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Da hätte ich gedacht, ja, der hat irgendwie, weiß auch nicht, zu viel geraucht oder irgendeine so andere Scheibe. Aber keine Ahnung, das ist unmöglich. Jetzt kommt Jesus zu ihnen und sagt, wieso habt ihr es ihnen nicht geglaubt? Er tadelt sie, ist noch spannend. In anderen Evangelien lesen wir, wie er ihnen zuerst gesagt hat, Friede sei mit euch. Er ist gekommen mit einem Herzen voller Friede. Er hat sie aber auch getadelt. Ihr selber habt doch gesagt, dass ihr an mich glaubt, dass in mir Leben und Auferstehung ist. Und jetzt seid ihr überrascht. Jetzt glaubt ihr es nicht. Jetzt seid ihr überfordert. Und irgendwie merken wir hier, dass etwas ganz Entscheidendes im Gange ist. Weil wahrscheinlich in diesem Moment beginnt es in den Jüngern zu rattern, oder? Wenn es wirklich wahr ist, wenn es wirklich passiert ist, dass dieser Jesus auferstanden ist, dass dieser Jesus den Tod bezwungen hat, dann hat er ja diesen einen großen Berg, vor dem wir alle stehen und für den wir alle keine Antwort haben, dann hat er diesen Berg bezwungen. Dann gibt es ja plötzlich eine völlig neue Perspektive. Dann ist da etwas, da ist da jemand, der hat die Macht über den Tod. Das ist etwas, was größer ist als all meine irdischen Berge. Und dann ein ganz verrückter Gedanke. Wenn dieser von den Toten auferstanden ist, dann könnte es ja auch sein, dass es mit mir auch nicht zu Ende ist, mit dem Sterben, sondern dass es da auch weitergehen könnte. Dass da etwas wartet, was noch größer ist. Wir lesen weiter. Dann sagte er, also Jesus, zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden.
Die Jünger, die haben diesen Auferstandenen gesehen, berührt, mit ihm gegessen, seine Worte gehört. Und sie waren völlig hin und weg. Es hat sie richtig gepackt. Und als Jesus ihnen gesagt hat, erzählt es allen weiter, sind sie aufgestanden, hingegangen und haben voller Überzeugung genau das gemacht. Es hat sie so gepackt im Herzen. Und es ist sehr interessant, wenn wir hier schauen, wie Jesus diesen Auftrag gibt. Zuerst sehen wir hier, dass er von einer rettenden Botschaft spricht, von einer guten Botschaft. Es geht um diese gute Botschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dann sehen wir aber auch, dass Jesus von einer Verurteilung spricht. Von einer Verurteilung am Ende der Zeit, dass Jesus davon spricht, dass wir alle mal mit unseren Rucksäcken vor Gott kommen und gerade stehen müssen für all das, was wir hier mittragen. Mit anderen Worten, Jesus sagt uns, bedenkt doch, dass das hier auf der Erde nicht alles ist, sondern dass es nachher weitergeht und überlegt euch, was das bedeutet für eure Zukunft. Was ist mit deinem Rucksack? Kannst du damit bestehen vor Gott? Oder ist das mehr mit deinem Absturz vorprogrammiert, dem endgültigen Abgrund? Dann sagt Jesus aber auch andere Worte. Er sagt, denen, die glauben, die werden gerettet werden. Wir sind wieder bei dieser wunderbaren Botschaft angelangt, bei diesem Angebot, das Jesus macht, dass wenn wir zu ihm kommen, zu Jesus kommen, dass wir ihm unseren Rucksack abgeben dürfen. Wir dürfen all unsere Sachen, die wir getragen haben, für die wir zu Recht verurteilt werden, die dürfen wir ihm geben, weil er offene Hände hat und sie annehmen will. Wir dürfen sie zu ihm zum Kreuz bringen so, und da abladen. Das ist die rettende Botschaft. Wir dürfen zu Gott kommen und da ist sogar kein Rucksack mehr. Da hat ja Jesus schon die Strafe dafür bezahlt. Was für eine gute Botschaft, was für eine schlaue Vorsorge. Und dann heißt es hier ein kleines Wort, die glauben und sich taufen lassen. Der Glaube beginnt mit einer bewussten Entscheidung, zu Gott zu kommen und wird sichtbar mit einer Taufe im Wasser. Und das ist ein absolut spannendes Bild, weil genau dieses Thema ist da drin versteckt. Wenn man unters Wasser taucht, ich rede jetzt von einer Taufe so im Wasser, oder? Nicht nur auf die Stirn oder so. Wenn man untertaucht, überlebt man wie lange? 3 Minuten? 20? Ja, die einen länger, die anderen weniger lang, aber es ist ein Ort des Todes. Da überlebt keiner ewig, oder? Das bedeutet, ich bringe zum Ausdruck, ich habe eigentlich den Tod und das Sterben verdient und gleichzeitig lasse ich mich von Jesus reinwaschen, diesen Rucksack abnehmen. Und dann kommt man aus dem Wasser hinaus, ist wie eine neue Geburt, wie ein neues Leben, das beginnt. Ein neues Leben in Ewigkeit. Ich sterbe, ich lebe nicht für mich, für das Ende, für die Sünde, für diesen Berg so oder so, sondern ich lebe neu mit einem neuen Leben für Jesus. Das steckt in diesem kleinen Wort drin. Man könnte sagen, das alles beginnt mit einem einfachen Gebet, wo ich zu Jesus komme, wo ich sage, Jesus, ich will gute Vorsorge machen. Ich denke auch schon weiter an die Ewigkeit. Und wenn du aus den Toten auferstanden bist, dann vertraue ich darauf, dass du ewiges Leben bringst, auch für mich, so wie du es gesagt hast. Mit einem einfachen Gebet, wo ich zu Jesus komme, ihn um Vergebung bitte für meinen Rucksack, ihm das abgebe und ihn in mein Leben einlade. Sind wir hier bei diesem Berg von Ostern. Das ist eine Geschichte, die voller Hoffnung ist für eine Auferstehung. Manchmal sagen Menschen, ja gut, wir haben heute über unsere Alltagsberge geredet. Und jetzt sprichst du von irgendetwas nach dem Sterben, was weit weg ist. Was hat das für einen Einfluss hier heute auf das Jetzt? Ist ja nur weltfremd irgendwo, hat nichts mit dem Alltag zu tun. Irgendwann wird mal alles besser, das hilft doch nichts. Ich möchte an 2 Beispielen zeigen, dass das sehr relevant und tragfähig ist für den Alltag. Das erste Beispiel. Nehmen wir an, es kommt irgendein schlimmes Leid auf mich zu. Zum Beispiel Diagnose, unheilbarer Krebs.
Wenn ich nun meinen Halt in irgendetwas Irdischem habe, wenn ich da meinen Pickel einschlage, dann bekomme ich diese Diagnose und stehe vor dem Nichts. Und alles, wo ich Halt gehabt habe, das Leben, das ist vergänglich, plötzlich ist es bald vorbei. Es bleibt mir noch wenig Zeit und dann ist alles weg. Es bleibt eigentlich nichts als das Leid und der Tod, das Sterben, das Abschiednehmen. Und ich stelle mir vor, der Pickel, der im Eis steckt, das schmilzt ja alles im Moment, oder? Dann, wenn ich eine andere Perspektive habe, ich schlage meinen Pickel ein bei Jesus, dann stehe ich auch vor einem Berg. Aber erstens weiß ich, ich habe etwas, was mir Halt gibt, was nicht vergeht. Und zweitens weiß ich, das ist nur vorübergehend. Ich habe eine schwierige Zeit vor mich, aber das ist nicht das letzte Wort. Das Leid, das Sterben, der Tod, der Abschied, das hat nicht das letzte Wort, sondern es ist nur der Übergang zu Jesus, zu einer Ewigkeit, wo eigentlich erst das Wesentliche kommt, wo das Sahnehäubchen noch bevorsteht, wo noch viel mehr ist als nur ein Dessert vom Leben. Ein anderes Beispiel, etwas ganz Positives. Ich gehe gerne Bergsteigen und nehmen wir an, ich mache mir so einen schönen Tag, gehe mal auf einen Berg und besteige den, oder? Wer geht auch gerne Bergsteigen? Wandern, Bergen, so? Schon ein paar? Ja. Gut. Wenn ich jetzt meinen Pickel, mein Leben eingeschlagen habe an diesen irdischen Dingen, vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, dass man denkt, man muss es bis zur letzten Sekunde alles voll auskosten. Auf dem Gipfel bleiben, bis man wirklich nicht mehr kann. Dass man ja nichts verpasst oder vom feinen Buffet kann man fast nicht aufhören. Weil es ist ja vergänglich, so dieses Gefühl, dass man alles auskosten muss, weil es ja wieder vergeht. Wenn ich aber meinen Pickel, meinen Halt bei Jesus eingeschlagen habe, dann darf ich dankbar mich freuen über diesen wunderbaren Tag in den Bergen, die Natur und so weiter. Aber ich muss nicht alles bis zum Ende auskosten, weil ich weiß, das Beste kommt ja sowieso noch. Das heißt, ich darf ganz entspannt den Tag genießen, das Unterwegssein, den Genuss. Und ich glaube, genau das ist das, was die Jünger in diesem Moment verstanden haben. Die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die Männer und Frauen, sie haben verstanden, Jesus ist ja tatsächlich auferstanden. Wir haben es mit unseren Augen gesehen. Wir haben ihn gespürt. Es ist nicht ein Hirngespinst, es ist real, es ist wahrhaftig, es ist wirklich passiert. Es ist möglich. Sie haben sich erinnert wahrscheinlich an diese Geschichte, die sie mit Jesus erlebt haben. Jesus war mit ihnen unterwegs und sie sind hingegangen zu 2 Schwestern und von denen ist ihr Bruder gestorben und die waren völlig aufgelöst. Und dieser Bruder war noch ein Freund von Jesus und die Schwestern haben gesagt, Jesus, du hast nichts unternommen und jetzt ist er gestorben und es ist so schrecklich alles. Und Jesus hat gesagt, hey, keine Sorge, er wird auferstehen. Und die eine Schwester, die Martha, sagt, ja, er wird auferstehen am Ende der Zeit. Aber da war trotzdem noch alles Hoffnungslosigkeit zu spüren. Und Jesus sagt ihr dann, darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Der Tod wird dann zu einer Adressmutation. Statt Erde steht dann Himmel drauf. Und jetzt haben diese Jünger verstanden, es ist wirklich möglich. Ich möchte zum Schluss nochmals einen Blick auf diese kleine Jüngergruppe werfen. Die Veränderung, die an diesem Tag mit diesen Jüngern passiert ist übrigens, manchmal sagt man ja, die historisch, die Kreuzigung ist belegt, da kommt man fast nicht drum herum, aber die Auferstehung von Jesus, da kann man ja nichts beweisen. Einer der besten Beweise oder ein großer Beweis dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist die Dynamik, die plötzlich in den Jüngern losgegangen ist. Und diese Dynamik spüren wir bis heute. Ich meine, das war ein Haufen von Angsthasen. Ich weiß nicht, ob von da die Osterhasen kommen. Es war ein Haufen von Angsthasen, die wirklich keine Perspektive hatte und dachte, wir stehen vor dem Abgrund. Ever, alles verloren. Und jetzt plötzlich ändert es sich und sie sind voller Freude und Enthusiasmus und Begeisterung und erzählen allen von diesem auferstandenen Jesus.
Und sie lassen es sich alles kosten. Sie kommen vors Gericht, sie werden verurteilt, sie werden verfolgt. Verschiedene sterben auch den Märtyrertod. Ohne Angst. Irgendetwas hat gewaltig geändert. Genau diese Perspektive muss das sein, oder? Das ist nicht erklärbar. Es gibt keine plausiblen Gründe, wie das hätte passieren können alles, ohne dass sie wirklich diesem auferstandenen Jesus begegnet wären. Ich meine, selbst wenn die das mit irgendwie super genial Verstand konstruiert hätten, also in den Tod geht man nicht für ein Konstrukt im Hirn. Und bis heute gibt es, ich meine, bei uns ist das nicht so, aber auf der ganzen Welt gibt es so viele Christen, die verfolgt werden. Aber es ist für sie nicht das Letzte, die den Märtyrertod sterben müssen. Aber sie wissen, das ist nicht das letzte Wort hat Jesus Christus. Diese Dynamik, die da losgegangen ist und diese Begeisterung für Jesus, den Auferstandenen, und dass wir Christen so gern von ihm erzählen immer und überall, das kann man nicht stoppen, weil wir einfach spüren, dass da etwas Wahrhaftiges ist. Wir kommen zurück zu unseren Alltagsbergen. Diese Perspektive vom auferstandenen Jesus macht einen riesigen Unterschied. Und die Frage, die ich euch mitgeben möchte, was ist deine Perspektive? Ist deine Perspektive auf den Alltagsbergen, auf dem, was man im Leben erlebt, das Auf und Ab? Oder hast du eine Perspektive, die weitergeht, die bis in den Himmel geht, die zu diesem auferstandenen Jesus hingeht? Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und Jesus endet mit dieser Frage: Glaubst du das? Das ist auch unsere Frage. Glaubst du das? Ich möchte dir 4 kleine Punkte mitgeben, wie vielleicht ein nächster Schritt aussehen könnte. Vielleicht hat dich etwas angesprochen, bewegt im Herzen. Ich habe so Zettel vorbereitet, die ihr unter eurem Teller schon lange gefunden habt wahrscheinlich. Und da sind diese 4 Schritte auch drauf. Da muss man sich nicht alles merken, aber kann das auch mitnehmen und mal bewegen. Das erste ist oben links, darum Ostern. Vielleicht sagst du, du willst mehr von dieser Ostergeschichte. Ist da wirklich etwas Wahres dran? Da möchte ich dich ermutigen, mal auf diese Internetseite zu surfen, darumostern.de. Da gibt es mega viel spannende Inputs, Fakten und Indizien dafür, wie wir Ostern heute im Rückblick verstehen können und wie das historisch wirklich zugegangen ist. Ist übrigens alles auch verlinkt unten im YouTube-Livestream. Dann oben rechts eine Einladung zu unseren nächsten Gottesdiensten. Nächste Woche Musical, dann andere Gottesdienste. Vielleicht sagst du auch, ich spüre hier etwas von diesem auferstandenen Jesus. Dass er nicht sichtbar hier ist, aber dass er mir in meinem Herzen begegnet und ich will mehr davon. Ich möchte dich einfach einladen, wieder zu kommen und mehr davon zu erfahren. Unten links, ich möchte Ja sagen. Vielleicht hast du auch auf dem Herzen, Jesus einfach eine Antwort zu geben. So direkt, so mit einem kleinen Gebet, wie ich vorhin beschrieben habe, deinen Rucksack abzugeben und Jesus in dein Leben einzuladen. Diese Ewigkeitsperspektive einzunehmen, der Verurteilung zu entgehen, indem du sie Jesus für dich tragen lässt. Ich möchte dich ermutigen, mit jemandem zusammen zu beten, das auch zu besprechen. Man kann hier einfach das ausfüllen und dann in diese kleine Box werfen, die dann beim Ausgang steht. Können wir ein Gespräch vereinbaren. Man kann es auch digital machen, selbstverständlich, oder direkt nach dem Gottesdienst, nach diesem Ostermorgen auf mich zukommen. Es wäre sehr schön, zusammen zu beten und Jesus den Rucksack abzugeben. Die 4. Möglichkeit, vielleicht hast du auch eine ganz andere, aber das finde ich eine sehr schöne auch. Wir singen jetzt zusammen das Lied Mein Gott, heißt das. Oder du darfst auch einfach zuhören und die Worte auf dich wirken lassen. Aber es ist ein Lied, das genau mit diesem Thema beginnt, das aufnimmt. Es startet mit diesen Worten: Egal wie hoch der Berg, egal wie hoch unsere irdischen Berge sind,
Egal wie stark der Feind, egal wie stark unsere irdischen Feinde hier sind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt, weil er hat sogar diesen größten Berg, den Tod, bezwungen. Egal wie hoch unsere Mauern sind, vor denen wir die ganze Zeit stehen, oder die Sorgen, die mich bedrängen, ich weiß, Jesus ist stärker und hat die Ketten zersprengt. Und da kommt diese Bitte in diesem Lied, das dürfen wir mit unserem Herzen bitten, lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Wer du bist, Jesus. Als Auferstandener. Die Gewissheit tief in mir schaffe du das, dass du der Sieger bist. Und dann der Zuspruch für andere und für mich selber, ich weiß, mein Gott ist größer, weil er hat alles in der Hand und er ist der Sieger in Ewigkeit. Lass dieses Lied auf dich wirken oder stimme mit ein.